Corrie ten Boom werd geboren in een leege Länder, dicht bij Deutschland ran. Sie werd in eine sehr christliche Familie geboren. Wie das wichtig, das jährliche Leben. Fuhr wie ein Glockenmerker. Sie wie die erste Früh in ganz die Länder durchram, was offiziell ein Glockenmerker wie, was die Papieren hat, was die studiert hat für einen Glockenmerker. Das wäre nicht normal durch. Aber wie glauben, sehr wichtig. Und sie hat Leib für Menschen, die leiden mussten. Wenn der Zweite Weltkrieg anfing, dann wurden viele Juden da angebracht. Die Nazis merken viele Juden dort. Und Corrie und ihre Familie waren sich einig. In ihr Haus würden sie eine Stuhl merken, eine Stadt merken, wo sie können die Juden verstärken. Die Juden, die dafür leiden mussten. Sie nehmen den ihr Haus an, dort wie jene Gesetz, jene Regierung, aber sie nehmen den an. Und sie sorgt für diese Menschen, die leiden mussten, die in Gefahr wären, ihr Leben zu verlieren, wenn sie leben da. Und in 1945 plüdert jemand dort aus. Sieht jemand, was da passiert in ihr Haus? Die Regierung kam, die Soldaten kamen, nahmen ihr Fuß, sie und ihre Schwester mussten dann einen Lehrer nennen, Konzentrationslehrer, wo er gefangen geholt wird. Und da wird es sehr, sehr schwer. Sie müssen sehr leiden. Kriegen nicht gut zu essen, hat nicht eine Fernsteht zum Wohnen, zum Schlupen. Müssen sehr leiden. Ihre Schwester starb durch. Aber Corrie bleibt leben. Unheld. Wenn sie nur was Jahre zurückgelassen wird, hat sie immer mitgeteilt, wie gut Gott ist. Wie viel Leib Gott hat. Und da ohne Menschen, die in Not wären, mit, was Gott am Stand wird zu tun, und sie ihr ganzes Leben haben, zu Menschen in Not halten. Wenn sie leibt, die Menschen, die in Not wären. In 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 7 sagt dort, dass der Leib verdreicht alles. Der Leib hupt alles. Der Leib jeft niemals ab. Sei hat Leib für die Menschen, die leiden müssten. Und sei deit Wort für dich, auch wenn sei du ja leiden musst. Auch wenn sei eine schwere Zeit muss durchgehen durch. Was denkst du? Hast du Leib für die Kinder begossen? Für die Menschen, die begossen sind? Für die Menschen, die leiden, vielleicht für ihr Glauben, wo Christenverfolgung ist? Hast du eine Leib für dich? Was denkst du für dich? Oder bist du zufrieden, so maglichen, gemütlich, als du das hast und so schön, als du hast, und noch ein feiner Haus, noch ein feiner Trag, und ein Teil Sachen bloß für die? Wir beten, dass Gott uns eine Leib geben. Für diese Menschen, die verloren gehen, die in der Halle gehen, wenn sie sterben, für diese Kinder, die leiden, für diese Frühes, die leiden, für die Männer, die vielleicht in Trouble sind, dass Gott uns eine Leib geben für ihn. Und dass wir wollen sein, auch von uns hier leben, was aufzugeben, unsere Gemütlichkeit abzugeben, dass andere Menschen gehalten werden. Wenn das wird, wir auf dieser Welt sein. Mach Gott diese segnen.